Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Layers of Fear auf Pilzig. Nachdem wir in den letzten 2 Episoden nur erkundeten und alles noch friedlich war, werden wir uns jetzt mal hier mit dem Kunstwerk auseinandersetzen, was hier ist. Und ich glaube, dann geht's los. So. Trophäe erhalten in Kupfer. Es hat einen Grund, warum. Okay. Jetzt haben wir hier normale Landschaft mit einem roten Strich drin. Sieht aus wie Beginn von einer Landschaftszeichnung. Nichts Großartiges passiert. Na dann gibt's wohl hier auch nichts mehr zu erkunden. Und dann müssen wir mal wieder raus. Im Spiegel sehen wir uns immer noch nicht. Na gut. Mit dem Bild können wir auch nichts anstellen. Na? Oh. Und das ist nicht der Gang oder die Haupthalle, wo wir ursprünglich waren. Das ist ein anderes Gebiet jetzt. Das ist deutlich düsterer. Hinter uns ist der Zugang und abgeschlossen. Das heißt, jetzt beginnt das eigentliche Spiel, ihr liebe Leute. Ab jetzt beginnt der Horror. Jetzt ist er in seinem Wahn drin. Jetzt will er Maler. Jetzt geht der Wahnsinn los. Man hört es auch schon an der Musik. Die Tür ist auch wieder zugegangen. Und es ist wieder was anderes dahinter. Das Schöne an dem Spiel ist, ich habe gehört, es gibt hier weder Verfolger, noch müssen wir wegrennen vor irgendwas. Das heißt, wir haben insofern tierisch Glück, dass wir nicht wie bei Outlast oder wie bei Slender ständig wegrennen müssen oder irgendwas. Just out of reach. Knapp außer Reichweite. Oh, okay, ja, das kann passieren. Ab und zu fallen Fenster mal zu, noch nichts Schlimmes. Ah, Pfeifehalter mit 6 Pfeife drin. Oh, schön. Das gefällt mir gut. Okay, Tja, in dem Raum gibt es jetzt nichts, außer knapp außer Reichweite. Was machen können wir hier auch nicht. Und ich bin auch froh, dass ich die Helligkeit hoch gemacht habe. Ich glaube, anders wäre es echt hässlich. So, jetzt gehen wir hier wieder einen anderen Gang entlang. Landen hier bei einer Galerie mit irgend so einem lustigen kolonialzeitlichen Gentleman. Mit so einem Arm-Magdalein. Ist das, was hat die dann da? Ist das ein Herz? Okay. Und hier im Schrank ist eine Fotografie von einer Frau am Klavier. Und hinten dran steht eine Orgel. Drehen können wir es nicht oder so. Aber das hat er jetzt mitgenommen. Trophäe erhalten. In Kupfer. Fetzen von Liebe. Okay, das scheinen dann wohl auch Sammelgegenstände zu sein, die Fotos, für die es dann auch Trophäe gibt. Oh, ich finde, es muss sehr angenehm, wenn in einem Horrorspiel auch mal Licht da ist. Going in circles. Dreht sich im Kreis. Ja, sich im Kreis drehen. Hier. Das war grottehässliches Bild. So lauter Inzestpöbel, der hier miteinander tuschelt. Da sind offenbar Tiere mit, oder Menschen mit tierischer Charakteristika mit dabei. Da ist so ein Affekopf nur noch und daneben sitzt der Devil, glaube ich, oder ein Baphomet, Dämon oder ähnliches. Ein Ziegeköpfig auf jeden Fall. So, sich im Kreis drehen und dann die kaputte Weihflasche dazu. Das kann passieren. Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr, wir möchten Sie höflichst, jedoch auch strengstens dazu anhalten, Ihre Stimme während der Nacht zu zügeln. Ihre ehelichen Probleme sind, obwohl höchst unerfreulich, eine private Angelegenheit und sollten dies auch bleiben. Ganz bestimmt jedoch gehen Sie uns nichts an und besonders nicht unsere Kinder. Bitte ziehen Sie in Erwägung, dass nicht jeder hier ein freischaffender Künstler ist. Einige von uns müssen früh aufstehen und für ihren Lebensunterhalt arbeiten gehen. Wir brauchen unseren Schlaf. Weiterhin müssen wir Sie warnen, dass, sollten diese Dinge so weitergehen wie bisher, wir uns dazu gezwungen sehen, die Polizei zu rufen. Hochachtungsvoll, Ihre äußerst müden Nachbarn. Ist aber sehr schön, die Schrift, muss ich sagen.
Irgendwas stöhnt irgendwo hin, ne? Das ist nie so erbaulich, wenn was stöhnt. Vielleicht ist es auch nur der Wind das himmlische Kind. Okay. So allmählich fängt es ja jetzt an. Ich will nicht, dass ich gleich am Anfang in jeden Jumpscare reinrenne und mich hier jetzt schon einscheiß. Sonst wird es echt die Hölle, wenn das Spiel so richtig losgeht. Okay, das sind lauter... Ist wieder dieser illustre Kolonial-Gentleman, wie das Fußpilzbaby und ein Spiegel, in dem wir uns nicht sehen können. Da ist wieder Pfeif. Der hat ja, und da ist auch noch Siegel wieder. Der hat ja überall sein Pfeife und Siegel rumfliegen, der Typ. Das sind wieder Faber. Ja, reite mit. Da ist noch eine Nachricht. Vielleicht können wir die lesen. Können wir die Nachricht lesen? Sieht so aus, als müssten wir es lesen. Aber können wir anscheinend nicht. Okay. Und da ist was. Save the date of. Merkt euch das Datum. Familie Mustermann oder Paar Mustermann wünschen sich das Vergnügen ihrer Gesellschaft zum Feiern in ihrer Trauung am Samstag, dem 9. Juni. In der St. Lukas Kapelle um 14 Uhr. Okay. 9th of June. 9/6 und 2 o'clock in the afternoon, 14 Uhr, beziehungsweise 2. 9/6/2 oder 6/9/2. Das sollte ich mir mal merken. Und falls noch mehr von so einem Kruscht kommt, sollte ich eventuell auch einen Zettel parat haben, wo ich mal so Sachen aufschreiben kann. Ach, das erinnert mich noch so an früher, wo man sowas hat wirklich noch... wo man sich wirklich noch Sachen hat aufschreiben müsse. Okay. 9. Juni um 2 Uhr. Okay. 6. Oh, das Stimmegewirr ist schrecklich. 6/9/2. 2. Boah, ist das furchtbar. 6, 9. Okay. 9. Boah. Das ist echt schlimm. Das spricht wirklich für starke Schizophrenie. Vielleicht habe ich irgendwas anderes übersehen noch. Oh, nett. Da wird jemand aufs Bett gedrückt. Und das nicht gerade sehr freundlich, obwohl das 2 Frauen sind, die den Mann aufs Bett drücken. Also so schlecht kann es im Judo dabei eigentlich gar nicht gehen. Aber ja, so ist es halt. Kommen wir da wieder raus, oder? Verschlossen ist es auch noch, ne? Großartig. Okay, dann können wir hier bei bei den Gentlemen hier was machen mit dem Stirnrunzeln und bei dem sehr ernsten Mensch können wir auch nichts machen. Dann machen wir ein bisschen Licht. Okay. Upsala. 854. Ja, okay, alles klar. Ihr seid auch gerade nur so ein bisschen geschmolzen. Das macht nichts. Das kriegen wir wieder hier. Das Geflüster ist echt eklig. 8, 5, nein. 8, 5, 4. Na also. Und was ist drin? The past holds back, look closer. Sieh genauer hin. Trophäe erhalten, es bimmelt ein Glöckchen in Kupfer. Okay, du drauf einen Schluck Wasser. Eieieiei. Das ist mal ein dicker Klunker hier als Verlobungsring. Ah, du kannst nicht meckern. Das ist schon sehr schön gemacht. Okay. Mitnehmen können wir das Ding aber nicht. Nee. Mitnehmen können wir es nicht. Okay. Ich habe immer so ein bisschen Schiss, mich da umzudrehen. Never forget. Niemals vergessen. Vergiss niemals. So wird es hier zumindest übersetzt. Das ist wieder verschlossen. Wir können jetzt nur durch die Night der, die hier erschienen ist. Pfui Teufel, Tür!
The Grudge. Beziehungsweise wie ich den Film nenne, The Quatsch. Okay, jetzt ist der mal wieder verschlossen, dann natürlich. Das heißt, ich sollte mir durch gewöhnen, dass ich den Raum absolut untersuche, weil mir anscheinend kein zweites Mal in den Raum kommen. Du hast in meinem Studio herumgeschnüffelt, schon wieder zum letzten Mal. Du hast in diesem Raum nichts verloren, selbst dann nicht, wenn die Tür offen steht. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal, wenn du dich nach einer neuen wirst du dich nach einer neuen Arbeit umsehen müssen. Okay, wir behandeln unser Personal auch gar nicht wie Leibeigene oder wie miese Sklave oder ähnliches. Das scheint ein ganz reizender Typ zu sein, den wir hier spielen. Hör auf. Voll gesuddelter Schaukelstuhl. Igitt, sowas mag ich nicht. Vor allem, wenn er aufhört, wenn ich in die Nähe komme. Oh. Okay, da haben wir noch einen Mausefall. Es wird wohl auch immer mal wieder thematisiert, das Schädlingsbefall-Thema. Oder die Ratter bzw. Mäuse. Jetzt sind wir wohl in einem Art Salon gelandet. Ich liebe ja so Zimmer, jetzt mal ohne Scheiß, so ein blauer Salon hat man früher sowas genannt, weil die Wände danach immer wirklich blau waren. Und im 19. Jahrhundert ist es dann wirklich zu so einer Seidentapete übergegangen. Aber ursprünglich hat man im Barock so Zimmer blauer Salon genannt. Da hat man sich dann so niedergelost am Kamin, da hat man sich unterhalten auf den Sessel. Meistens war dann auch irgendwo immer noch so Jagdtrophäe wie hier der NC3, 4, 5, 6. Der Sechsender hier. Und dann war meistens auch noch hier so ein Globus noch mit dabei. Können wir den Dreher? Jawohl, den können wir drehen. Schön. Und auch noch so kleine Bibliothek noch mit dabei. Das hat einfach was. Ich finde sowas unglaublich geil. Wenn ich Kohle hätte, hätte ich mal, glaube ich, auch mal beim Hausbau so einen Raum zulegen als Bibliothek und einfach nur, um hier auch zu lesen. Also das finde ich auch sehr, sehr schön, sowas. Gefällt dir der alte Stil auch sehr gut, muss ich sagen. Okay. Das Feuer hätte man besser animieren können. Aber trotz allem ist das einfach geil gemacht. Das ganze Spiel ist wirklich künstlerisch, ästhetisch wertvoll bisher. Im Gegensatz zu dem ekligen Ding hier. Mama. Okay, alles klar. Jetzt sind wir hier im dusterer Keller gelandet. Okay. Meine Liebe, obwohl du noch nicht einmal geboren wurdest, kann ich bereits deine Anwesenheit spüren. Es ist einfach wundervoll. Ich kann einfach noch nicht begreifen, welch Glück ich doch habe. Vor einem Jahr, da hatte ich nur Talent und Ambition. Heute habe ich entgegen aller Erwartungen eine Karriere, einen mich liebenden Ehemann und dich. Ich bin noch nie sehr religiös gewesen. Vermutlich habe ich das, was an den anderen Predigt suchen, bereits in der Perfektion meiner Kunst gefunden. Doch nun, ich kann es nicht anders ausdrücken, nun habe ich das Gefühl, als würde eine höhere Macht über mich wachen. Man sagte einmal zu mir, dass ich es niemals als Musikerin schaffen würde, doch heute spiele ich ausverkaufte Konzerte in einigen der angesehensten Hallen des Landes. Außerdem sagten sie mir, ich hätte einen schwierigen Charakter und dass ich niemals einen Seelenverwandten finden würde. Ratet noch einmal, als wäre das nicht genug gewesen, sagte mir einmal ein Arzt, dass ich niemals eigene Kinder haben könnte, und dennoch, hier bist du, in mir. Ich bin wahrscheinlich die glücklichste Frau auf der Welt. Ich liebe dich so sehr. Okay, das finde ich schön, dass die so ihr Kind mag. Ist schon toll. Aber wer weiß, wie das noch im weiteren Spielverlauf aussehen wird. Ich bin auch froh, dass ich hier die Helligkeit so hoch geschaltet habe, dass ich hier wenigstens auch noch was erkennen kann. Ich glaube, das ist auch ein sehr bekanntes Bild hier mit dem Mann mit Turban. Ich kann es aber auch jetzt derzeit nicht mit Name benennen. Und da haben wir noch was. Dust, Mais, even in my lungs. Grotesque. Vermin, Dirt. There's always more. Staubmäuse, selbst in meinen Lungen. Grotesker Ungeziefer, Dreck. Es gibt immer noch mehr. Trophäe erhalten in Kupfer, Impressionen des Künstlers. Also anscheinend sind auch die Zeichnungen hier mit dem Ungeziefer Trophäe lastig. Okay, jetzt haben wir hier wirklich Licht. Licht. Okay.
Pfui Teufel, Schwabbel. Oh, hi. Ja, jetzt sehen wir dennoch nochmal richtig. Ja, ich glaube, das ist definitiv ein bekanntes Kunstwerk, aber ich kann es echt nicht benennen, wer das ist. Jetzt mal ohne Witz, ich kann es wirklich nicht benennen. Steht so gern, aber ich kann es leider nicht. Wie gesagt, ihr wisst, ihr habt ja in der, was ist du, ihr wisst, ihr habt es in der ersten Episode erfahren von mir. Ich bin ein Kunstfreund, aber ich bin halt leider kein großer Kunstkenner. Natürlich die Meister und so, die kenne ich. Aber ich bin nicht so der große Kunstkenner, leider. Ihr dürft dann auch sehr gern kommentieren, was das für Bilder sind, wenn ihr die kennt. Würde mich nämlich sehr interessieren, weil ich mag Realismus unglaublich gern. Okay, jetzt sind wir wieder zurück im Jagdzimmer. Aber Desmo ist nicht die gruselig Puppe hier dran, sondern wieder der Mann im Turban. Das, wie ich finde... Oh, wie ich finde... Oh, jetzt redet der Jenke auch noch Hochdeutsch. Nee, wie ich finde, ist das durchaus ein sehr schönes Bild. Ich mag ja solche Porträtzeichnungen und Realismus mag ich unglaublich gern. Und Landschaftsstillleben und sowas. Das sagt mir alles sehr zu. Alles, was realistisch ist, mag ich. Mit solcher abstrakter Kunst kann ich nichts anfangen. Da ist noch ein Wasserfarbekasten. Ja, mit und Dominostäbe waren auch noch rechts drin. Solche abstrakte Kunst oder mit so Kunst von wegen, ja, was man halt so als, wie hieß das, Aktionskunst bezeichnet, das kann ich jetzt nur vollziehen. Einfach, das ist für mich teilweise Quatsch. Manchmal hat es wirklich eine schöne Botschaft, aber meistens ist Quatsch. Das sind immer Dominostäbe. Das Dappigste, was ich bisher an Kunst gesehen habe, war in der Oberstufe im Kunstunterricht, wo wir einen Film geguckt haben. Und da war so ein fetter Typ in Anglerhose und der hat einen Gartenschlauch in seiner Anglerhose gehabt und hat dann gemeint, wenn ich Wasser in meine Hose laufen lasse, falle ich um. Da lässt der Wasser laufen, die Hose saugt sich voll, also die Anglerhose schwappelt über und der Typ kriegt natürlich Kehrtseite nach vorne und knallt auf die Fresse. Und das war's. Und das Video ging für 2 Millionen Dollar an irgendeinen Kunstsammler, wo ich mir auch nur denke, ach, hast du sie noch alle, du Dappschädel? Es gibt echt den größten Scheiß, den man für viel Kohle anscheinend verticken kann. Es ist mir unbegreiflich und das ist für mich auch wirklich gekunst. Das ist die Leid verarscht an irgendeinem Blöder, der zu viel Kohle hat. Das ist wirklich gekunst. Oh, da scheinen sich Gesichter zu überlagern hier. Und da unten ist auch noch aufgebrochen. Das können wir aber auch nicht genauer untersuchen. Hier die Wandhäfelungskassette. Die scheinen in beide Richtungen zu gucken hier. Was passiert doch hundertprozentig jetzt irgendwas hier. Okay, die scheinen in verschiedene Richtungen zu gucken, aber es, nee, es sind nicht immer dieselbe Leid. Wow, das sieht ja schon, ach, schon mega geil aus. Aber in solche Gänge in Horrorspiele passiert doch sonst eigentlich immer irgendwas. Okay. Paint Deep Lies. Farbentiefe Lügen. Wir sollten weg hier aus dem Flüstergang, wenn die Schizophrenie von dem Mann schon wieder so schlimm wird. Das finde ich nicht gut, dem sei Schizophrenie und die Stimme, die er da hört, zu fördern. Aber es war klar, dass da irgendwas passiert. In solche dunkle Gänge muss doch immer irgendwas passieren. Oder in solche lange Gänge muss doch irgendwas passieren. Okili-dokili. Jetzt sind wir hier wieder in so einem Salon, Bibliothekszimmer, würde ich schon fast nennen. Er hat ja unglaublich viele Bücher. Ich frage mich, ob die alle die gleiche sind. Hier ist wieder irgendwo eine Ratte. Aber ich sehe sie nicht. Aber irgendwo ist wieder Rad rumgequiekt und rumkopst. Okay. Ja, ich freue mich echt, ob der viele von den Büchern dort doppelt hat. Oder ob der die alle wirklich gelesen hat. Oder ob die einfach nur so zoziert. Das sind einfach nur so Buchrücke gekauft. Und oh, ich bin ein Mister Wichtig. Ich habe Bücher. Weil dass der die alle gelesen hat, kann ich mir nicht vorstellen. Das ist auch noch ein geiles Gemälde hier. Das gefällt mir auch sehr gut. Da ist noch ein Buch mit Titel, aber ich erreiche das Buch nicht. Vielleicht ist es auch wieder der Dorian Gray. Und irgendwo quiekt wieder die Rad. Okay. Da haben wir auch noch etwas. Bad. Uah!
geht. Jetzt ist nur noch die Hand übrig. Ich hoffe, die greift nicht noch uns. Und das... Hoppenla! Ich habe gerade, einen Gänsehautschauer gekriegt. Also das Spielwesen ist definitiv zu überzeugen. Das sieht aus wie sehr alt, die verwittert die Büste. Ja, das Spiel ist wirklich zu überzeugen und man hat immer Schiss, sich umzudrehen, wie ich finde. Man traut sich's nie so ganz. Oh, da ist wieder was. Kreischende Brandstifter, widerhallende Schreie. Sie schrecken vor nichts zurück. Ich werde nicht kampflos untergehen. Alles klar. Das ist aber auch geil gemacht, die Zeichnungen. Also großes, großes Kompliment an die Leute, die hier die Artworks gemacht haben. Und die generell das Design von dem Spiel gemacht haben, auch wenn in der Schublade immer dieselbe Sachen mal wieder drin sind, wie Zigarre, Schachtel oder Pfeife, Tabak, dieselbe Pfeife immer nur, immer dieselbe Rohrberst und so weiter. Die Branche, die immer die gleiche ist, aber trotzdem, es ist einfach hammergeil gemacht und ich fühle mich hier richtig gut aufgehoben, was die künstlerische Umsetzung von dem Ganzen angeht. Gucken wir uns nochmal hier. Das Glas geht nicht. Oh, schon wie das Glas gemacht ist. Es ist so geil. Und das Bild, alter Falter, gucken euch das doch einfach nur an. Das war halt schon vorher da. Aber jetzt einfach, wenn der Mensch weg ist, sieht es aus, wie als würde er so ohne und so sich da nochmal hochzerren wolle. Das sieht so übel aus, jetzt mal ohne Scheiß. Genauso wie das hier. Es sieht aus, als wären die erhängt worden hier, als würden die da an einem Seil hängen jeweils. Also sowohl der Vater als auch die Mutter und die 3 Kinder, so sieht es irgendwie aus. Aber wie geil der Effekt nur ist und wie die alle aus der Aare bluten. Ja, das könnte ein schwarzer Mann sogar auch sein. Und da das Kind und wie es da noch, wo mein Cursor sich da befindet. So genau mittig, wie das auch noch so wirkt, als würde das so hämisch grinsen auch noch. Und der sieht ein bisschen aus wie das Phantom der Oper. Alter Falter, das ist so hammergeil gemacht, wie man auch mit Schmiertechnik richtig üble Bilder erzeugen kann. Ist so der Brüller. Ich glaube aber großartig, was finden müssen wir jetzt hier nicht. Nur die Bücher sind verschwunden. Da an die Kiste, an die kommen wir nicht dran. Hier haben wir auch nichts mehr. Und die Kronleuchter können wir auch nicht anmachen und der greift auch nicht noch uns. Okay, ihr liebe Leute, steht auch Sache an der Stelle. Ich mache hier auch wieder einen Cut. Und wir sehen uns dann morgen wieder zu Let's Play Layers of Fear auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann. Eiern. Yankee.